Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs feines Metal Podcast. Mam Pete und Mam Gihil. Moin! Buongiorno. Wie geht es? Ja, kann nicht kloen, aber dir. Ja, soweit. Das hat ja der gern. Das geht immer face to face. Ja, lange als hier, gell? Proper 2 Meter Aufstand. Komm mich vor. Denn das ist auch so breit, gell? Voilà. Ja. Was geht es nicht? Good night. Nicht ganz viel. Das wird nicht viel verändert, ne? Nee. Mein Weltbau ist noch immer chill und sterben und Leute sind total bescheuert und das noch immer ein verfickten Virus dabei ist, den das Leben schwer macht. Na well. Ja, das ist ganz viel Positives, weil ich leider nicht kann zählen, ne? Nee. Ich habe noch gestern, hat meine Frau überredet, wenn wir für 2 Jahre gesagt hätten, ja, irgendwann wird uns eine Pandemie so fest im Griff haben, an unser Privatleben, an alles beeinflussen, wirst du ausgelacht. Ja, kann ich gar nicht vorstellen. Das hat man nie gedacht. Also, das ist schon bald. Das Alter. Das Alter, ja. Seht ihr, wie krass, dass der Mensch solche Sachen gewinnt. Wir hoffen noch, dass der Eis, oder dass die erst und Eis gewinnt. Und nicht immer wegstreckt, wenn wir Sachen machen. Ne? Weil wir gehen das Deck viel mehr. Aber was tun wir heute im Programm? Heute tun wir vielleicht einen von den wichtigsten Subgenres von Heavy Metal, die ganz viel mit Noges zu tun haben. Und zwar wir kommen bei den Thrash Metal, the King of Metal. Richtig. Und da gibt es bestimmt ganz viel zu zählen. Vielleicht ein bisschen mehr detailliert sogar wie ein Power Metal, weil das ja aber. Kann ich machen, ja. Ich denke nicht, wie wichtig ist für. Das war für viel mehr belebt. Das meine ich mit den beliebtesten Metal-Genre überhaupt auf der Welt. Das stimmt absolut. Berühmt. Und Scheren, das ist schon schlimm genug, wenn ich noch dabei Gesinnen trinken, das ist noch viel mehr schlimm. Ja, ich habe bald den Mikro an Task gesagt, gell. Ja, wir sind ein bisschen dumm, wir sind einfach froh, an einem Raum sitzen, dafür muss ja, dafür muss man ein bisschen mehr dumm sein, wie normal. Wir müssen uns Patzer ein bisschen verzeihen. Das wäre dann den Episode, wo man vis-à-vis von den Sätzen wird, das mir oft vorkommen. Mir egal, wir probieren, seriös zu gehen, an Content zu liefern. Content 3000. Muss ja ein bisschen Spaß machen. Ein bisschen schon, ja. Ein bisschen schon. Aber ja, Thrash Metal. Wichtiger Begriff. 1980 onwards ging es so. Und die erste Band sich formiert. Formiert, ja, kann ich so sagen. Hauptsächlich am Underground natürlich, gell? Ja, natürlich. Das wollte keine tun. Das war zu aggressiv. Genau. Viele Leute von da, das war totale Comedy für die konnten das gar nicht lauschen daran. Die sind auch immer so ein bisschen ausgelacht gehen, am Genre von, die können nicht, die Jungen, die können einfach so Comedy machen. Krach machen, Comedy machen, ja. Und, dann, ja, waren auch immer Bands wie Iron Maiden und Judas Priest, die waren immer total belebt und auch immer, die haben aber ihr Album weiter gepusht und hatten immer mehr Success. Da kommt dann Glam Metal, Glam Rock, die zwei, auch in den States, hat in den USA ein bisschen gegründet, hauptsächlich in Los Angeles. Bay Area, gell? Ja, aber hat für allem viel kommerzielle Success gehabt. Auch total konnte das bringen und so, ne? Aber vielen Metaler aus die Musik gut nicht gegangen. Ja, zu den Großteil nicht gefallen, weil es vielleicht zu proper war. Und so schmalzig und ja. so, ja, so, guck, die Dinge, wie Frauen tun, und schminken sich und guck, dass sie nicht mehr nun, gell? Den Glam Metal war aber noch immer mega krass vom Heavy Metal angehaucht und dadurch auch ein bisschen, das natürlich schon mehr rüberkommen wie an Thrash. Und den Thrash wollte sich wirklich aufsetzen an die Bands, die Thrash Metal gemäht haben. Eher sie halt wussten, dass der Begriff dafür geht, wollten halt ernst sein und wollten auch vielleicht hier viel lebt vom Punk, weil der Punk als auch Grund drin, genau. Dass den Thrash zu dem ging aus. Was denn demals ging aus. Genau. Dat wirklich Punk hat eine gewisse Schnelligkeit und eine Aggressivität, die jetzt nicht so gouf am Heavy Metal, sagen wir mal so. Und viele Thrash Metal Bands wollten so etwas Ähnliches machen, aber wollten aber noch immer proper genug spielen, am Sinne von
das nicht, dass man just ob als ein Instrumenter geklimpert tun und wird brutal geklungen mit wird Sinn gehen an die Thrash Metal Bands wo dort zusammengekommen sind die und dann noch technisch auf ganz hohem Niveau für die Zeit gespielt. Genau. Ich meine das war Ja. auch mal so einen indirekten Trademark für Thrash Metal 10 gell. Und wann mehr von Thrash Metal schwätzen da kommt man natürlich nicht dabei ernst für den Thrash Metal Album Number 1 zu nennen gell. Voilà. Wir sind bei als gute Kollege Metallica gell. So ich will nicht so gehasst wie so viel was sie schon gelauscht hat und so wichtig sind sie aber an dieser 10 Fionalen sind sie Anfangsjahren voll. gell Ja. Fional die ich denke feier von dem Album Ja, Kill 'Em All gilt als den nächsten Thrash Metal als der Album, nächste. ja. Kann nicht dagegen so das war damals auch ja mit dem Sound von damals kannst du gut nicht mehr vergleichen gell? Das sind zwei verschiedene Universen und, wie sich Band weiterentwickelt hat. ja und das auch wie bei dir mehr hat Menschen geschwert ich hun Kill 'Em All nie konnte lauschen Ja, am vielleicht Anfang ein paar gut nicht. Lieder an de paar Riffs mehr am ganzen Wirk war mehr zu komisch an ne dat klingt net gut an das net gut produzéiert da bla 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 an hallo as mat den mengen wo bei mir nieft right like am meeste lebt wird das mega komisch empfang da tut natürlich auch dummer zu den weil mehr so och bis méi historischer méi technisch schon hat die ganz Musiksindustrie lo gesagt hun an halt do bis méi an Detail go an du mengcht als Kill 'Em All extrem wichtig net immer Welt den nächsten Thrash Metal Album aus me ja das aber richtig geilen Album Ja haut das ja ich küssen das Mod von den ja vermissten die 3 echt Metallica Albume mat die wichtig von ihrer ganze Karriere noch bis haut nach die best noch die ich nach die ich nach gelegentlich lauschteen gebe ich so das stimmt absolut ja ja kann noch so ein Thrash Metal weil auch viel méi Riffs orientiert Ja. Power Chords und so war das natürlich aber auch ziemlich schnell gespielt Ja. wie wie doch Punk was inspiriert gewesen das ist ein gut Stück mit technisch Ja. eben. den technischen Niveau wollt doch weiterbeut gehen dat dann zum Beispiel wie bei Bands wie Slayer wo erstens mal mat 300 Beats per Minute NRW waren Deelweis gell Dave Lombardo war an ass ein Monster gell Absolut auf den super, Drums super gell Drummer, ja. an Hannemann nach King op der Gitarre dat war das ist schon flink gell wiesel flink NRW an wann du dann nach op eng technisch Niveau bleibst an den Riffs so gestalten kannst dass het net an dem ganzen innner geht weil mir der noch nicht vergessen dass Produktionen von denen Joren waren net dat von Haut natürlich Produktionen von Haut sind viel mehr elaboriert dann das viel mehr Mäigkeiten do gouf net viel Mäigkeiten Demos Natürlich. an déi Pionieren och vu Studioen zum Beispiel wie hechen ze schon méch nimm vergiss du gesot scheiße Ah, merci. déi wo Kill 'Em All release hunn Ja Das ist da schlimm, je ganz müssen schnell also Sachen aufschreiben und so ja mé sinn onprepariert Megaforce Megaforce Records ja sie hun Metallica an ihre Schirm geholt weil kein se wollt wo het wirklich an so mat dem Standards konnten aufhängen an sind auch getraut die Sache zu dem zu machen werdet aus auch zum Beispiel bei Slayer war bei Megaforce Records mir egal also sind nicht viele Leute viel Studieingenieur oder Soundingenieur wo dem so alles unter den Hutquote weil mir schwätzen du aber von wirklich enger evaluierender Wall of oder nicht Wall of Sound mehr einfach der Sound generell war massiv viel dran Ja, und wenn du genau. dann schnell spielst du willst gut Reefs man das deckt viel Neues an engem plus die wahrscheinlich screamt oder dann so net gutturals go net ja Man, ja war so shrieking Vocals ähnlich so wie den Tom Araya so genau du kannst nicht als Sangen bezeichnen du kannst aber nicht als Screaming oder Rolling bezeichnen harsh Vocals das ist auch nicht wirklich nee mit zwischen clean und harsh Vocals das ist das ne Tom Araya oder die Mendements gut Secret am Anfang ne ja absolut ja James Hetfield und so da konntest schon was nach filmi clean Gesang nennen ne? ja Bands wie Exodus oder Megadeth ne? Das war auch so ich hab's dazwischen vom Gesang her
von den feier wichtigen Schweizer wenn de Big Four weil sie aber sind alle irgendwie connectiert Anthrax am Megadeth waren ganz am Anfang von ihrer Karriere auf einem Record-Label Megadeth den Dave Mustaine bei Metallica gespielt ehren das war dieser gegoen ging aus an ja Slayer was Slayer mischt haut doch nach immer was Slayer oder haut bis hier lascht Album ja Stil sie haben noch Points so ein bisschen experimentiert so vielleicht mit wann immer Thrash ja immer Slayer wir machen das was man gerne und damit soll schnell klingen das verbannen ist also gött kein mehr schnell Band wie Slayer nee zum Mod an dem Bereich net ja die bis haut sind sie nach von den weltweit belebtesten Metalbands überhaupt geil an du kann auch gut abst du gehen so und das stimmt doch einfach geil Slayer ist einfach geil Slayer Musik ja und Slayer das go bestimmt nach einer Bands wie an kind auch nach Death Angel an aus der Bay Area mengen sind die auch gewircht ja an nach genug einer Band wir können es nicht alle opzählen weil massig viele Trashbands mittlerweile dabei sind die bekannt kennen sowieso alle sind mir werden noch spät nach ob die vielleicht ein bisschen wie modern oder die aktuell Thrash Metal Bands kommen an natürlich vor den Thrash Metal hingängen Thrash Metal hat auch ein ganz kompliziert Zeit auch mit 90er ja kannst gut bald so und das war den Tod vom Thrash Metal so wie du letztens gesagt hast am Tod vom Euronymous hat Black Metal 10 abgehalten zu existieren also als Black Metal 10 gestorben so kannst du auch so dass an der Mitte schon Thrash Metal 10 gestorben ist Metallica hat einen komplett anderen Stil entwickelt gehabt den Band die hat Pause gemacht ich weiß nicht was Exodus die hat halt schon Pause gemacht und ja war ein komische Zeit für die Thrash Metal gewesen ja an wir sind halt bei dem ja den mit 90er wo das ändert wird auch noch werden in diesem Channel wird viel kommen der Grunge als viel du schuld als viel Musik was heißt schuld der Grunge als nicht schlecht das ist eine Weiterentwicklung gewesen eine Weiterentwicklung kommen an der Grunge wird dann du halt etwas Brot wird dem Moment Leute voll geschwatzt und dann du sind halt einer Genre ein bisschen ja von der Bildoberfläche verschwunden oder die Bands wo schon go wollten so etwas ähnliches vielleicht machen oder einfach hier Stil ändern und das ist entweder gut gegangen oder gut nicht gut gegangen und du fällt man dann direkt das Beispiel an ich meine okay an den 80er also 83 als Kill 'Em All rauskommt von Metallica an ab du hast Thrash Metal regelrecht explodiert ja stimmt noch abgegangen mehr schwatzen do bis mit 90er sind Alben bekommen besser produziert aber das war noch immer dieselbechten rote vor dem hörtech ausgezogen und das war das klassisch das schnell das Riffing an bis du in Metallica eben der Schrott gemäht hört also gesagt okay nee mehr holen eine Opportunität matt einen zu schaffen wo wes ihn zum Beispiel sich kann oppassen also in der Black Album released Black Album wir hatten noch an dieser List wie wir auch Kill 'Em All an ganz anders Thrash Metal Metallica Album waren dran an der Top 100 Metal List hatten von Rolling Stone an da war der Black Album auch dran an das kann ihn wirklich nicht drüber streiten denn der Black Album als vielleicht ein Spalt für den Classic Thrash Metal ja. Das aber auch klar Definition dafür dass okay dein Band hat sich getraut etwas zu machen so hier Wurzel behalten so ein Touch ist ein bisschen weiter brüdern so ein das richtig gemäht weil sie vor Dinge nach Haut massig viel so macht ja. Das ist wichtig ein Album für Metal-Szenen am Allgemeinen aber für ja tut ein bisschen Thrash Metal-Szenen gekillt kannst du kann wohl so sie noch andere die du nur probiert dieselbechte wie anschlagen wie Exodus so noch ein Album rausbrot wo sie also du kannst die zwei Albumen neben den halten ich weiß den Titel nicht die werden wir vielleicht nach heute erwähnen die Sache gelaufen um Black Album wo an zu dem Zeitpunkt noch nicht am Trash do waren das waren Balladen das war verboten versehen go nicht geschnulzt go nimmen Aggressivität an geschlohen an Konzerte Pogo dann so richtig
intens Material an du war kein Platz für Schnulzen, Balladen gell me ja wann der mit 90er war dat du halt bisschen awuch Testament hatten da doch gemacht gehabt die hat noch nur ein Black Album an Album rausbricht wie hecht wie Lit hecht aber die hat noch eng Ballad mit dem Album war doch immens Suse Herz mir wo auch dann so ja die all Fans bisschen so dat den bis sauer opgesto ist ne ja dat ja sie der wir noch nicht vergessen Testament sie sind auch absolut Testament wichtig auch noch geil ich mengen wann ich mich richtig entsinnen als Force of Habit war den Album von Exodus wat Antracks ich weiß nicht mehr. Das ist nicht schlimm wir wollen also auch nicht bei der ja nee nämlich ein bisschen weiter an der Story wat kommt du noch ich wollte auch noch erwähnen gouf ja eben die groß 10 an der Westside von USA eben von Europa hatte ich auch ein Trash 10 entwickelt gehabt ja immer Ruhrport 10 genannt weil plus minus das mir selbst Act kommen sind mit Bands wie Creator Sodom und Destruction und die echt Tankert kann noch dazu erzählen oder Holy Moses und so ne? Ja die waren auch all gut definitiv ein gut Spur méi hart gewircht wie den amerikanischen Thrash Metal fan euch zumindest ne zum Sodom und Creator hier echt Album die war richtig fies gell das war so ja dat an noch der Gesang war viel mehr an Screaming rangegangen ne also gut Euronymous hat die Band immer erwähnt als Inspiration für den norwegische Black Metal ja weil das klar ich meine dass den Thrash Grund du hast an Tisch dann noch den Death Metal wo plus minus dieselbe Zeit ja so ein Nachtschat entwickelt so ja ja dat gibt schon Sinn ich meine wenn man global gucken Annihilator als Mensch Kanada die geht auch nach ja auch wichtig auch wichtig war bisschen globalen Movement auch allein dummert weil wie bist die echt gefangen abzutauchen op den großen bisschen wie große Bühnen du wollt halt jeder Steck vom Kuch und da sind noch halt die großen Labels kommen wie Metal Records oder nicht Metal Records Metal Blade Records Napalm Records auch die wollt jeder Steck vom Kuch an natürlich du passt stand dem Label an du hast denkt nicht aber wie gesagt wie man schon gesagt an den nonscher Deck viel halt an der Keller gegangen und war halt nicht mehr ganz viel zu suchen ja an einer Genre waren mehr interessant kann ihn interessant nennen ja schon für Leute vielleicht die Zeit ja weil auch ich gesund dass viel von den Leuten die dummes sind Thrash Metal angefangen hat lauschen wo rauskommen was interessant vom tun weil schnell war weil aggressiv war weil so Riff basiert war geil dann aus die nächste Stufe kommen da war Death Metal ne und das war dann war auch ein bisschen so ich will so Schultron aber das hat noch ein bisschen so den Trash schon ein bisschen im Hintergrund Licht gerickelt gehabt und da war das interessant gell ja. Und da war nach der Black Metal nur kommen ne also wieso so die zwei Genres sind noch sowieso immens den Trash gibt das definitiv Fakt wat auch klar als bei den amerikanischen oder auch dann deutschen Trash angefangen ein bisschen aufzuholen als etwas am nördlichen Europa geschieht aus Schweden als eben den Death Metal abkommt war halt ein bisschen oder auch den Melodic Death Metal Zukunft oder was die neue Evolution vom Thrash Metal war weil es aber Punkto Speed, Punkto Riffing, Deck vieles vom Thrash überholen. Genau. War Matty echt in Flames auch, der hast du nicht vergessen. Und dann aber auch viel Melodie drauf tun. Ja. Zwei Gitarristen so komplett verschiedene Sachen gespielt tun. Ja. Eva Riff basierend da und war das Melodie eben. Nichts gespielt auch. Also, da mir etwa einerseits ein gutes Sache, das hat kommen wer, weil mittlerweile gehen nicht genug einer Bands oder generell Bands Thrash Metal Bands wo nicht nimmen wollen so sie wie die von früher mehr wo vieles man denn die vermischen genau Thrash und Death als fremder Begriff
Thrash an Power Metal wie Nevermore als auch kein fremden Begriff dat sich schon Bands die muss erwähnen dann noch Genreentwicklungen wo wichtig war schon interessant von so Genre mitnehmen müsst Ja. von Thrash oder Black und Thrash oder Progressive und Thrash das Ja. immer interessant das Ich ist mein- oft sind das die Bands die ich am liebsten hun muss ich sagen weil es doch zu komplex aus ja mir das Ja. hängt auch natürlich davon ab weil mir schon so viel ja mir doch ziemlich spät Ja. recht rauskommen ne wir sind aber auch schon so krass extrem questisch Punkt wat mal Genau. wat als Präferenzen sind also nicht einfach selbst zu fannen wat als direkt zustimmt genau du gehst da Wahnsinn. komplett recht an dafür als progressiv managen ein dick gute Begriff für Eisen Musikgeschmack generell ja Progressiv, ja das ja nicht, das nicht lo, obwohl man dick viel über Black Metal schwätzen wir werden doch noch mehr machen lauschen auch da einer Sache selbstverständlich Ja, selbstverständlich. ja, ganz gern aber mir lauschen wirklich quer durch den Gart gell ja das kann ich Ich so. bisschen mehr extrem Sachen wie der Gilles lauscht natürlich auch viele extrem Sachen aber mehr ergänzen also ein bisschen so ne, Schon. von der Sachen wo ich natürlich nicht kennen und ich fand dann auch ein so ein bisschen fies Sache wohin er nicht kommt wird ne. gut fies Sachen Mm, Schein ja wo kann in den Trashlo weiterbringen Punkt Story ein gut froh gouf ein bisschen so ein Revival an den 90er ja was war du noch kommen Suicide Tendencies war noch kommen Municipal Waste hast doch gesagt ne ja das war nach mir spät war das noch nicht spät ich hab gemeint, das ich wär weiß auch ein nicht wie die sich gegründet hatten aber ich meine das war schon so von den 2000er okay die wirklich so die lehnen hier ganze Wert voll op den klassischen Thrash Metal so wie der Kill 'em All geklungen hört so ein bisschen Okay. auch, sie machen auch so ein bisschen der Partymusik aber muss aber so ne? okay ja well, ich persönlich kenne nicht ganz viel ja von den neuen Bands kann ich Nicht auch ganz nicht viel. ganz viel weil ne? es auch definitiv schwer als zu so as nach Thrash Metal oder nicht ja das dat also den klassischen Thrash Metal gilt am Anfang so net mi wirklich ne aber wir wollen nur net so viel so ne kind dort Leitebaus nie so dacht getan an da dann die mal an der Musik an der Tosen Band 100%ig gell wir sind doch net gerade so voll dran am Thrash Metal ne aber et gin nimi so viel Bands wie an den 80er eben an noch den de Genre hut einfach nimi die Suse wie en dummels hat ne muss noch dazu so doch Band die mir ganz gut gefallen das die holländisch Band Legion of the Damned ah ja die man aber auch echt darum so eng Death Ja, das Thrash ist eine Mischung. Mischung, ne. Oder auch die brasilianisch Band was die aus Madammen besteht Nervosa die auch ganz Ja. ganz geil ja die sind auch gut wo wir schon Also, bei Brasilien sind müssen auch Sepultura erwähnen ja und dann noch so Soulfly ja Sepultura ist natürlich mehr wichtig lang durch den Fett weil sie wie man auch schon als Top 100 löscht gesucht haben sie haben etwas so kleinen Spritzer von Zitronenraport ja Und- bis und, am das exotische so ja, ja voilà, etwas exotisch es war so, wenn du Cocktail bestellst und du bestellst immer dieselbe Stunde und das ist immer gut Ja. der Bartender der sieht dann nee, ich mal vielleicht ich Ein spritzer du Zitronen dran ja, das Voilà, ja. aber hinten waren das halt die traditionell pardon oh. Du war mal das Matkom sorry und, sie haben du traditionell brasilianische oder südamerikanische Instrumente abgeholt Das war auch echt mich spät kommen also ich Albumen Sepultura meinst du ja da das mich spät kommen ja war am Punkt ab Woods by Ja. the Woods das war so dann Tambour oder wie hießen sie so die Ja. traditionell Drums genau die war brasilianisch das. Trommeln da haben sie auch ein bisschen so Aufschluss aus dem New Metal und aus dem Groove Metal mit drauf Ja. geil ganz geil ein Album super interessanten Album so auch wirklich produziert gehabt ne so vielleicht fand ich mit der ganzen Sache wirklich den Null ganz angeschlossen bei ihnen war wirklich kein Album wo nicht von Anfang von ihrer Karriere ich meine so vielleicht als im 90 waren hier nächste Album und 2000 da kommt Primitive oder 2002 kommt Primitive raus ich weiß nicht mehr genau und auf all ihren Albumen war immer irgendetwas Latino-mäßiges dabei. ja Und das keine Ahnung das findest du doch bei keinen anderen Bands wie Bands aus Brasilien gell? ja das stimmt Das Sepultura El Nino wo dann zwar reicht am New Metal ist oder so
schmengen mir an Europa mehr hun natürlich auch Thrash Metal Bands oder generell Bands wo probieren Folklore Elemente heranzubringen oder Folklore Instrumenter. Ja, da findest du größtenteils bald just in Europa. Ja. Ja. Me Sepultura war wichtig. Ja. Ich habe gerade die Geduld und Wünsche vergessen. Ich habe gut verhalten. Ich wollte doch Pantera noch aufstellen. Ne? Ja. Auch wichtig für die Zeit. Sie haben es auch oft Goof Metal genannt. Ne? Aber sie hatten zum Beispiel ob Cowboys vom Her, da hatten sie auch ganz viel fresh Elemente drauf gehabt. Ja. Ne? Ja, was kann ich sonst noch sagen? Das war, wo hat man nämlich dann auch die Diskussion, weil es zu schwer ist, Bands anzustufen. Auch heutzutage, weil ich reden, probiert wirklich alles von denen ein bisschen zu mischen. Ich habe zum Beispiel nach Trivium genannt, weil sie extrem viel Trash-Elemente dran haben. Oder auch Ja. Silosis, wo nach es ganz einfach ist. Sie machen echt da. Also das ist schon Thrash Metal, aber dann noch nach so mit Death gemischt oder teilweise auch mit das ist einfach schon progressiv. Ja, das fand ich auch, ja. Aber auch mit unterschätzen. Ja, was kann ja, ich weiß auch nicht, weil du so Kaffee so ich meine, ich gehe mir einfach froh, wie bist du ein bisschen zum Thrash Metal kommen? Thrash Metal, schwer zu sagen, ist schon, wie ich dazu gekommen bin, ist am Anfang ganz klar durch Metallica, das aus der Antwort. Ohne zu wissen, dass es Thrash Metal war. Genau, ja. Also Metallica war Heavy Metal für mich, gell. Auch für mein Papa war das schon zu hart, gell. Kann ich mir vorstellen, ja. Obwohl wir wie gesagt, ja auch schon andere Sachen, auch am Glam Rock und am Glam Metal in der W war. Ja, das war ja auch so ein bisschen, das waren so zwei Richtungen, die ich ein bisschen so... ein bisschen gehasst. Ja, die einen, du hast zu hart und du hast mir zu schmalzig und ja. Ja, wie sind nicht dazu gekommen, also sicher Metallica, was für ein Album war, wo mich vom Hocker gehalten wird, am meisten als Ride the Lightning, denn der steht bei mir ganz weit oben. Absolut. Ja, an Dono dann viel mich spät leider recht Slayer entdeckt. Durch auch an dem Bekannten, den Slayer Robert Hof gelauscht hat. Und ich muss auch so, leider, shame on me, wenn ich Slayer entdeckt habe, ich schon nicht mit Tieren der Höhe angefangen. Ich schon mit God Hates Us All. Das tut mich ja, der war speziell. Ja, der war speziell und der war aber auch nicht schlecht. Ich weiß, es gibt für viele True Slayer-Fans ein bisschen so, nee, das ist okay, wir wollen nicht wirklich drüber schwatzen. Kann ich verstehen. Und aber, was God Hates Us All war, wie ich den Kauf von. Ich weiß, schon den Kauf. Ich habe den Cover geguckt und das war normal, also den normale Pressing war weiße Cover mit feiergelben Kreuzer. Ja, stimmt. Und den zweiten war carrément eine Bibel, wo Slayer dran geritzt war und es waren wie viel Nägel dran geschlagen und das Blut aus der Bibel gelaufen. Und das war schon krass, weil da zu dem Zeitpunkt, oder für mich war da zu dem Zeitpunkt eine Phase, wo dann auch es soll Menge innerlich Dämonen mich fannen Punkt Musik an du hast dat voll richtig kommen an die ganzen das schon mal zu den Zeitpunkt das hat mir schon mal als satanisch firkaufen weil ich nicht konnte mat aufhängen mit hue mich irgendwie vom Hocker gehabt dann nun mich spätrecht in Stunde matte ich mein war Diabolos in Musik also das allem für drin auch nach immer so Teufel an der Musik so wow, das ist mega satanisch was waren immer satanisch an du Show No Mercy war du den Album an du Rain in Blood an du war so okay die do sind einfach viel zu krass die sind viel zu schnell wie ich du noch angefangen um Gitarre zu spielen du waren dat mat die echt wo ich probiert tun min kënnecht rum zu gehen an schon so einfach ganz schnell also war Slayer an Metallica waren mein groß Trash lief denn es ménger Jugend sie auch schon so komme schon mal so zwei mit Drissig immer die jngsten ja schon mich gestern mal das schon nur gemeldet muss präpariert sind 2020 für das gewesen das alles möglich ist ne übertreiben
Ich komme just noch auf eng Bands direkt wie gesagt wo extrem wichtig ist für mich der mir so gut live gesehen die hast du auch mal mir live gesehen das war 4 Band von The Black Dahlia Murder war ein zu Lützeburg an der Rockhall ewig lang hier und da war auch Silosis als Opener dabei du hatten sie nach ihren Original ja von der Kufa war das oder waren an der Kufa von der Kufa ja Silosis hat mich immer mega krass zum Hocker geheilt dann sind seitdem auch größten Unhänger kann ich just rekommandieren auch schon paar Album draußen an sie gehen oder sie sind eng mega krass in der Schatten Band generell nicht aus dem Thrash Metal mehr generell die Produktionen sind richtig gut an hier das Flämisch matt von denen besten Gitarristen an Vocalists von der gute Sänger ja das richtig gute Sänger sind einen dick guten Cover gemäht von Death wie heißt es schon mal Lied half mal den Opener von Human wie ich den Opener von Human ja ich kann den Album verdammt gut was da nee was Symbolik pardon war Lied Symbolik Symbolik ja das ist Symbolik richtig ich kann aber sehen nur für Symbolik als legendär sie noch Anfang des Jahr eher das ganze Box gegangen als mit Corona und sie nach ihre letzten Album Cycle of Suffering released an das Köst hast du's also kann ich nicht mehr rekommandieren mehr genug zu mir wie warst du dann dazu kommen bei mir das Milusch sind halb diskutieren ich hatte am Anfang immens gefreut durch die Gart gelauscht ich war ja ich wollte gerade so von deinen Katz han nur einen Podcast heiert entschuldigt wir können leider nicht dafür das Mengen das ist mein kleine Stinky an den Wettheinst du miauern diskutiert mit der Mauer das ist schon bizarr mehr ja ich hatte Ming echt wer an den Metal das Ding echt wehen ja da war ein bisschen nicht durchgewischt da war Melodic Death Metal okay also soll man ein bisschen mehr harden Metal ne? Okay wiederum hatte ich ja schon ja New Metal Alternative Metal hatte ich alles gleich ja. Echt weh an die Hartsache da war durch da war ich Martin Flames und so gefangen und ich hatte im Endeffekt war ich hatte auch dann vieles no geholt gehabt Bands wie Iron Maiden und Judas Priest und was no geholt gehabt aber den Thrash Metal halt ein bisschen am Anfang ein bisschen übersprungen gehabt außer Slayer hatte ich auch mein ersten Album für Slayer dafür ich noch ganz genau das war Winning Blood natürlich ne und ja was kann zu dem Album so und das ist einfach ein Bomb sondern dafür und dann hat mich dann auch nach viel mehr in Richtung Extremmusik katapultiert gehabt ne den Opener ja Angel of Death ja wie finde das geil ne das Lied Raining Blood geil ich hatte sie so geil live gesehen ja ich hatte es viermal live gesehen glücklich einfach den High Scream wo ja wo du kennst das schon geil ich habe es live gesehen und du hast nach gut gelauscht hat gehabt das war 2005 vom Programm Ring gewesen okay krass ja das war schon doch so ja da war dumm so einfach ich kann mich noch erinnern Kerry King ich war nicht weit weg von ihm geil wir waren ziemlich nur bei der Bühne geil also hat ja immer Tattoos und ein mächtiges Bart und so ein Fettkatten die hat so ein Bein hängen gehabt geil das war schon interessant aber mit aller echt Begegnung war natürlich auch den Metallica gewesen ne der Black Album von den ersten Album nicht gelauscht haben aber du konntest mal einen Begriff Thrash Metal da konnte ich fangen erkennen was das war aber wie gesagt, du warst doch dann ganz schnell an den Death Metal geraten und da war das war für mich dann lange Zeit mein Lieblingsrichtung. Das ist auch generell noch immer dein absoluter Favorit. Ja, Death, Black und Progressive gebe ich mir drei Lieblingsrichtungen nennen. So. Okay, ja. Ja, das ist aus dem Konzept bricht. Ja, dann hatte ich recht viel spät, wo ich auch ein bisschen Lust hatte, viel an der Black Metal überhaupt mir ranzukommen, haben ich dann auch Thrash Metal Sache gelöscht gehabt ne am nächsten hatte ich die deutsche Szene immens gerne ja. Creator Sodom Destruction die immens gerne auch weil so der knaschte Sound und geil ich natürlich auch weiter Slayer eben so gelöscht ein paar andere Bands längst jetzt wo ich dann mal gewöhnt ja das Thrash ja, was eben blödes rauskommen sind ne? Ja das wie man gerade gesagt und ich mengen bis mehr wussten Begriff war das war ja spät, du musst dich sowieso in den Ufang Metal zu lauschen die muss ich mal
Und da kannst mega schwer rasch schaffen gewür zu gehen was sind Genren war das hey was du am Anfang ja am Anfang ja aber stimmt, du schaffst dich aber ein bisschen so ran muss ich Ja. aber so das ist nicht falsch ja du willst wissen du willst mehr wissen ja und da willst du doch was für mit will doch dann an die was können Matschwärzen und mal über Leitpass die Metal lauscht dran da willst doch bis erzählen na dat und dann da kann ja zu da dann du willst einfach wissen was was gehört ja das ist nicht einfach sich du am Anfang ran zu schaffen nee das stimmt das ist auch noch nicht was also Trash Metal das noch nicht was haut zu das noch im Radio lebt generell du nee, ist cool, recht nee. wenn man so ich meine das Herz was im Radio lebt Laffe ging wer Linkin Park wann der nach ging ja und dann noch und danach ja danach. man erst wirklich ist ja Latino ja so R&B Pop ziemlich mittelmäßigen Hip-Hop das das was mich momentan so ein Chance lief ja den Kat ist total wahnsinnig ja ich weiß die wischt hin und her mir gut mir grad 10 Minuten die Ja. eine halbe Stunde dauern den Catnip gesnifft geht dick ab ja schmengen Das ist ziemlich viel gesucht. Punkto Trash wir machen den dann von oder wollen nicht so machen wie beim Power Metal aber wie bei all anderen Genres nach wir gingen halt gern heinst du bei verschiedene Bands an Detail wir können auch noch nicht die ganze Story erzählen Nee. das will man nicht machen ich meine das will leider auch nicht hören dabei ich meine die meisten wissen nicht wahrscheinlich sowieso ja. mir hun eng Spotify löscht die wird wahrscheinlich schon aktiv sie wann der Datei lauscht hat richtig das man auch zu all Genre du hast alles dran wird Eislo persönlich Herze leid da sind auch bestimmt Sachen drauf wo fehlen Ja. der sind wir uns bewusst ja zum Beispiel gemerkt dass kein Megadeth von der Liste ja nee, das sorgt dummer sinn weil mir irgendwie kein groß mega Death Fans sind der Tisch aber noch lange nicht dass die schlecht sind das halt just er wollte löschte gestalten wo vielleicht einfach zugänglich wäre für Leute die wollen wissen oh hey, ich Thrash Metal und ich gucken mal was Jungen zum gestaltet genau es sind natürlich auch Klassiker drauf ne also ja Slayer Metallica Anthrax das finden definitiv auch darüber ne es sind noch überzeugt Leute werden so ja mir mega der doch nicht viel so, ja also auch nicht falsch ja mehr hatte genug andere Sachen wo man gesagt hat, nee wir fanden das aber mehr wichtig ja mir hat noch ganz schnell ein Löschte Summe gestaltet und dann ja das ist kein Megadeth drauf das war ein Kampf wenn man die löschen noch ja wie das echt wen Stall eng löscht dann dat Lied das drauf hin dat an top gesagt ich muss mich steck begonnen ja das schon in Halsam das war ja 15 Lieder drauf gestellt und ich ist nach von der Flieder Zeit aber du übrig für mir hatte gesund Anfang hatte man gesund wir machen 20 Lieder beim Playlist das ist ein gut zu bis wie man Black Metal löscht gemäht hun muss fuck mir sich schon 20 mir fehlen da viel Lieder wo mussten da da kommen man draus Russsisch mittlerweile immer so weit hun nach viel mehr an wir können aber kein 100 Lieder dran machen nee, natürlich nee, kann ich. ja kann ich mit dann ist auch nicht interessant das ist nicht der Sinn von der Sache ja ich denke Punkto Trash war dat mengen nicht von euch ja was sind da bist du so den Favoritenalbumen Lieblingsalbumen ich hatte du 3 denken ich wo für mich mega wichtig sind ja Ride the Lightning definitiv wann ich schlo Mist von den modernen Höhlen auch definitiv Silosis matt Edge of the Earth war ja ein zweiten oder dritten Album wo auch für dich geht den Josh Middleton den auch bei Architect spielt wo er gesungen wird gesungen wird den aus bei mir ganz weit oben an fällt mal schwer für Slayer zu wählen weil du sind da viel dem mir super gut gefallen mehr ich muss Raining Blood hören ja absolut verständlich ja und du war mir bei mir für auch Slayer Raining Blood den muss ich erwähnen den Album also einfach von Hand bis hier ja so geil ja mir hatte schon genug drüber an Licht gespart ne Lausch hat ein Album von dann halt kennt ja da gebe ich noch Creator so ein hier ein echten Album Endless Pain fand ich mega geil an für Sodom gebe ich Persecution Mania holen
Ich fand von denen zum Beispiel Agent Orange noch, aber Ja, die ist auch geil. Die Die gibt zwei fast sind nur fast- kommen. ja. So. Ja, die sind ziemlich Fast nur auf beim Niveau. Level. Ne? ja. Agent Orange war ein gut Stück besser produziert, muss ich sagen. Das stimmt. Aber ja, also zu viele Alben, wo ihn auch kennt, das war im Jahr. Oder das war ein Sport, Zeit, dass sie sehen. Eine lange Produktion. Absolut. But, ja, ich meine, das war dann Ja, schon meine Nummer schon genug gesagt. ganz viel, das muss ich schon noch alles rausschneiden. Und das auch. Das gehört aber dazu, ich meine, das wissen wir mittlerweile. Wir wollten noch als kleinen Dingen teasen, als Heavy News wollte man noch teasen. Wir probieren etwas zu gestalten. Es wird vielleicht nie 100% zum aktuellen Zeitpunkt rauskommen, aber wir wollen ein paar Heavy Metal News mal drauf bringen. Und unter anderem auch dann vielleicht erwähnen, wo man gelesen nicht kriegen, oder es posten. Was tun wir da bei unserer ersten Edition von Heavy News? Fängt mal an mit einer Wichtig. Lützburger Band, gewiss so. Ne? Ach, wird Zeit, dass wir auch zu der kommen, ja. Ja, Skat. Skat sind zurück. Sie sind zurück. Lange als Tier. Viel zu lang. Letzten Album, Gaia Medailla, wie hast du gesagt? 2013. 2013 war der rausgekommen. Das war schon ziemlich lang hier, ne? An Terms von einem gewissen Yari Mainpay for Wintersun, das ist locker. Ja, das ist kein Problem. das ist Pipifatz, ja. Nee, das ist eine Story für einen anderen Kerl. Ja, sie sind zurück. Das hat nämlich durch den Moment, dass da ein bisschen geschehen. Das ist auch Line-Up hat ein bisschen gewechselt. Ja. Neue Member beikommen, andere sind gegangen. Aber du könnt dann, was war das, Januar, dann, Ich meine, den 21. Januar. ja, ich meine noch, könnt ein neues Album raus, der noch selber self-titled ist und noch einfach Skat heißt. Ja. Ja, wir freuen uns. Ne? Ja, absolut. Wir fand- freuen uns für allem, weil so noch schon, das war diese erwähnt, dass es eventuell nach ein Single-Release wird gehen, für offizielle Release vom Album. Und, das geht dann ganz schön. Das geht dann schön. Geile Idee als vielleicht den besten Album aus Lützeburg. Ja, da kann ich aber so sagen. Ich fand noch immens rauen Album. Auch ich muss den noch erwähnen, auch ihren Debütalbum, New Fifth Order, den Genau, war auch mega das ist auch geil, ja. Mit hat auch geduld, dass so eine Produktion an so eine hohe Qualität von so Death Grooviger Metal Music aus Lützeburg kennt. Ja, Auch über geil, die Grenzen geil. weggehen und richtig auf volles Strich singen. Und sie sind so Touren an Japan gemacht. Ich meine, die Leute, die Skat nicht kennen, also lauscht Skat, sie sind auch auf unserer Lützeburgischer Liste, wo wir werden auf Demnächst irgendwann ein veröffentlicht auf Spotify werden, werden ja. wir die veröffentlichen, wenn wir als Lützeburg 10 durchknallen. Das will man vielleicht auch nach das Jahr machen. Ja, ich denke schon. Da wird sich nämlich viel gedohlen und da sind wir zwei auch ganz ehrlich. Also, wir haben zwar Skat gesehen, schon manchmal mehr wie ein sogar, aber wir waren die letzten Jahre nicht mehr ganz aktiv an der Szene dabei. Wir Lützburg hatten, Konzert war man nämlich ganz viel, ne. ich hatte nach Incest gesehen, wo auch eine absolut geil Black Metal Band sind aus dem Süden vom Ländchen, also auch absolut geschmacksvoll. Aber sonst müsste man als wirklich da sitzen und das machen wir auch. Wir wollen dann wissen, was lebt. Natürlich, die großen Nehmen, mehr haben die großen Nehmen gesehen, die mittlerweile keine Musik mehr machen, wie Axel Leider, Ferris. ja, leider. Axel Ferris ist auch mega wichtig. Daft Dump. Death Dump, ja, absolut. Fast Friday gibt es auch noch. Richtig. Das war auch richtig gut. Aber es gibt genug andere Bands, die aktiv dabei sind im Ja, Moment, und auch gut sind, ne. aber wo auch gut sind. Und Darüber wir machen wir sind ein Episode. ganz hochfrisch darüber. Und wie gesagt, wir freuen uns extrem drauf. Wir können am Januar bis für Skat im Dauern geheizt zu kriegen. Wir hoffen natürlich, dass bis dahin die ganze Covid-19-Situation sich nicht noch mehr verschlimmert, wie es schon ist. Für das wir endlich können auf Konzerte gehen. Wir probieren noch aktiv letzte Bands indirekt zu promoten, nach Klampfwitze zu machen. Ja, das wäre mal Punkto Heavy News. Ich denke, das wäre mal das Wichtigste, was man das könnte sagen. Es sind natürlich ganz viele Albume, wo rauskommen nach von anderen Größten wie AC/DC, das ist nicht wirklich Heavy Metal, mir egal. AC/DC bringt ein Album raus, Alice Cooper habe ich gesehen, neuen Sodom, ich weiß nicht, es gibt genug zu sagen. Ja. Das ist so ein kleiner Teaser von uns, wir werden das auch noch an einem Post veröffentlichen, wenn nie wann rauskommt.
Und ja, ich denke für den Rest muss man gucken. Ich wollte auch noch eine Band erwähnen, die Rüm sind, von denen lang nicht mehr hören. Ah ja, ich sag schon vergessen. Das ist nicht noch schlimm, dreimal das ist nicht gesagt, schlimm. ich vergesse. Nämlich System of a Down. Ja. Die sind zurück 15 Jahre, nachdem sie das letzte Album rausgebracht haben. Mein letzte war Hypnotize. Ja, die haben nur 2 neue Lieder rausgebracht. Da komme ich schon mal mir auf den Namen. Protect the Land, und dann war das mit Humanize. Was sind vielleicht Lieder rausgebracht? Den Grund ist leider nicht so schön. Weil dann hier im Heimatland Armenien aus dem Krieg ausgebracht. Mit der Türkei, wie schon damals, wo die große Völkermord war bei ihnen. Und ja, die Situation ist nicht gerade schön da haben, und sie haben sich gedacht, sie müssen alle hier, ja, ich will nicht so Streitereien, aber das was in den letzten Jahren ein bisschen geschieht von der Band, wollten sie beiseite legen, und sie wollten ihre Landsleute beistehen und 2 Lieder rausbrechen. Das Geld, was mit den Liedern verdient wird, geht auch direkt an Spenden an Armenien zurück. Ne? Das ist absolut wichtig, denke ich auch. Ja, weil das auch, machen, ne? Genau, und das ist auch ein Krieg, den man momentan absolut gut nicht an den Medien hört, weil, ja, einerseits interessiert keiner und profitiert keiner davon, ne? Dafür hört er nicht davon. Und ich kann noch, wenn man auf ihrem Site geht, kann ich dann noch Link finden, wo ich kann spenden, wenn ihr will. Ja, und ich muss sagen, wir wissen natürlich nicht, wie es weitergeht mit denen, ne? Aber das scheint Lebenszeichen zu gesehen. Ich fand die 2 Lieder auch ziemlich cool und gebe mich frei, wenn in Zukunft ein bisschen mehr geschehen. Das hoffen wir auch. Ja, hoffen wir generell, weil, wie du schon gesagt hast, das System war lange ruhig und war viel gedämmt in der Band. Und auch die letzten Album war auch nicht der Renner. Nee, nicht wirklich. Mesmerize war noch okay, ja, noch fand es so okay, es war nicht mehr das, was zu gewinnen passt, mega. Ja. Sie sind da und mir sind ganz hilfreich, dass sie lauschen. Ich denke, das war es von der Seite. Ja, ich meine, da werden wir für heute durch. Ja, dann sieht er jetzt endlich los. Da gehen wir nur noch ein bisschen schaffen und dann sehen wir uns dann, pardon, wir hören uns demnächst Hi auf Comedy Channel. Das nimmt nicht mehr von. Nee. Das ist schon mega hängen geblieben. Nee, der wüsste sowieso, wie man hier wisst, ja, wenn auch wir wissen teils nicht mit dir, wir sind, ja. Ja, wir sind absolute Clickbaiter. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall so schönen Weekend, weil im Moment, also das Weekend von der Leihstadt fällt nicht mehr. Swat, wir haben noch einen Tag Weekend für uns und wir hoffen, es geht euch gut, bleibt gesund, bleibt munter und bis demnächst bei Comedy. Geht du, Pete? Richtig. Au revoir.